Servus und habe Dere beieinander zu unserem allseits beliebten Format, den Warlex für November. Und das mache ich, der Mike, der Esel nennt sie immer zuerst, nicht alleine. Ich habe einen Corby mit dabei. Servus und habe Dere Corby. Ja, hi Mike. Na, sind wir halt bloß zu zweit, oder wie? Wir sind halt zu zweit, wir haben eine Date Night sozusagen. Wie? Und wie er sich, seitdem wir mit den Filmfressen aufgenommen haben, irgendwie eingebürgert hat mit Kamera. Und das ist, es macht es ein bisschen intimer. Intimer und man merkt jetzt praktisch, also das wird jetzt spannend, weil ich glaube, Warlex haben wir noch nicht so oft mit Video aufgenommen. Das heißt, jetzt kriege ich ja mit, ob du einschläfst, während ich erzähle. Wenn du von deinen Dokus redest, ob ich mir da Fingernägel ausputze dabei, oder? Oh yeah. Also ich stelle jetzt mal eine These auf, ich habe mindestens einen Film dabei, der hat dir ums Verrecken gar nicht gefallen. Ich habe oft an die denken müssen, Okay. weil ich mir schon gedacht habe, du hast bestimmt von dem Film schon gehört und bestimmt viel Gutes, aber ich stelle jetzt schon mal Warnung aus, schau ihn bitte nicht an. Okay. Möchtest du gleich anfangen, möchtest du gleich sagen, gieß raus, was war das? Ich mach die Spannung mal wieder hoch. Wow, ich habe mindestens okay. einen Film dabei, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, Corby, endlich mal ein gescheiter Film, ist sehr hoch. Ja. Und ich habe nur was so Alltägliches dabei, da geht's aber um dich. Schon wieder? Du möchtest mich schon wieder voll bloßstellen, oder? Nein, null, gar nicht. Okay. Ich habe nämlich, nachdem wir letztes Mal über so Illuster über diesen Lego-Movie geredet haben, habe ich einfach mal ein Experiment gewagt. Und zwar habe ich das, was ich geschrieben habe, weil Review nenne ich es ja nicht, das, was ich geschrieben habe zum Lego-Movie, habe ich quasi bei Ding eingestellt, bei so einer Facebook-Gruppen, Letterboxd-Gruppen. Und da kann man immer wieder so seine Kritiken rein da. Und die Resonanz war vernichtend. Also die hätten mich bald gefressen da unter diesem Post. Also die Kommentare waren Wahnsinn. Ich habe dann auch von Facebook eine Nachricht gekriegt. Also dein Beitrag erzielt viel Resonanz und ob ich einen Chat aufmachen möchte, habe ich gedacht, nein, möchte ich nicht. Die bringen mich um. Also sie haben mich quasi geoutet als Volldeppen. Aber okay, ich stehe trotzdem noch dahinter. Also ich kann leider kaum helfen. Finde ich mutig von dir. Also im Prinzip, du wolltest mir uns reinwürgen, indem du mir jetzt halt erzählen hättest können, boah, leck, hey, die haben auch nicht zugestimmt. Die haben alle gesagt, nicht. der hat recht. Überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, so geben immer viel Resonanz und ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt ganz einfach. Und da ich ja mitgekriegt habe, dass sehr viele Leute der Film gefällt und auch die Bewertungen ja auch super sind, habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach einmal aus und ja. Das war vernichtend. Es war vernichtend, ja. Ah, schön. Was hast leider geschrieben, man soll mir Letterboxd wegnehmen und so. Oh, nein, echt jetzt? Ja, war ganz lustig. Ich habe es dann irgendwann gelöscht, weil dann ist irgendwann auf meine Psyche gegangen, dann habe ich den Post löschen müssen. Ich hasse trotzdem nur den Film und die auch, weil du das öffentlich gemacht hast. Ich hasse die. Ey, jetzt einigen wir uns drauf, wir reden nicht mehr drüber, okay? Okay. Lego Movie wird beim Viva la Movilusion Podcast ab jetzt das rote Tuch. Wie der Voldemort, über den reden wir auch nicht. Genau, richtig. Der Film, der nicht mehr genannt werden darf. Genau, richtig. Okay. So. Dann soll ich anfangen, oder was? Ja, fang du an. Weißt du, dann kann ich die Spannung bis zum Schluss hochhalten. Okay, also ich fange jetzt mal mit einem absoluten super Top an, und zwar war das The Fall of the House of Usher. Der Fall des Hauses Usher bei Netflix. Ey, das klingt nach einer Doku. Niemals. Okay. Niemals. Das ist die aktuelle Mike Flanagan Netflix-Serie, die jetzt da um Halloween rum rausgekommen ist. Und geht's um Usher, den Musikanten? Nein. Okay. Nein. Dieser Rapper war das, oder? War das ein Rapper? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das entweder es war Rapper oder so. Oder Hibbidi Hop. Oder Hibbidi Hop. Genau, irgendwas mit Beats auf jeden Fall. Ja. Nein, in dem Fall geht's quasi um,
Es ist eine Gruselserie, sage ich jetzt einmal, mit ganz viel Drama drin, wie es ja der Mike Flanagan sehr gern mag und sehr gut kann. Und das ist basiert alles auf die Geschichten vom Edgar Allan Poe. Und okay. zwar geht's da quasi drum, dass bei der Familie Usher, die haben momentan ein bisschen ein Problem, weil innerhalb von 14 Tagen sind alle Kinder vom Roderick Usher gestorben. Auf einen Schlag. Also nicht auf einen Schlag, aber alle nach der Reihe. Unter mysteriösesten Umständen. Und dieser Roderick Usher sagt seinem stärksten Widersacher, quasi einem Anwalt, den er quasi schon seit Jahrzehnten in den Knast bringen möchte, dass er ihm alles erzählt, was sie jemals irgendwie drin haben. Weil diese Ushers, die sind große Firmenmogule und haben alle überall Pfingern drin in so Pharmakonzerne oder überall, wo man irgendwo Pfingern drin haben kann, haben die Pfingern drin und lauter schmutzige Fingern haben sie dabei. Also da hat jeder Dreck am Stecken. Da hat quasi gar keinen Verkehrten erwischt, im Endeffekt. Und schmutzige Finger überall hinstecken, das ist nicht gesund. Nein, überhaupt nicht. Und genau, und dieser Roderick Usher erzählt dann diesem Anwalt, wo es in die letzten Jahrzehnte quasi die Familie Usher alles gemacht hat. Und das sehen wir mir quasi entweder in Rückblenden dann oder in der Gegenwart. Und wir haben ganz viele Zeitsprünge drin in verschiedenste Zeitebenen. Und jeder Tod von so einem Familienmitglied ist angelehnt an eine Story vom Edgar Allan Poe. Und das ist der Kniff bei dem Ganzen. Also es geht quasi nicht nur um diese Geschichte, der Fall of the House of Usher, sondern jeder Mord ist basierend auf einer anderen Geschichte vom Edgar Allan Poe. Und das ist der geile Kniff dabei. Ich habe einige von den Geschichten kennt. Und einige kennt man halt einfach so mit dem Rabe. Der Rabe sprach nimmer und so. Das hat man, wenn man Simpsons. Simpsons, ich wollte es gerade sagen, genau. Ja. Also man kennt ein paar Sachen. Oder das Pendel, die Schlangengrube und das Pendel. Und wie das Ganze umgesetzt worden ist, fand ich mega gut, extrem kreativ. Die Schauspieler haben wieder dieselben wie zuletzt bei Midnight Club oder wie hat das andere geheißen? Midnight Mass oder Haunting of Hill House. Ja, genau, wir haben ja schon mal drüber geredet. Also es sind immer dieselben Schauspieler dabei wieder. Und das macht jetzt super Spaß, weil die werden teilweise gegen einer, das was immer so Spähen entgegengesetzt, gecastet teilweise. Die Charaktere, die du quasi in die vorherigen Serien alle geliebt hast, die hast du jetzt da in der Serie. Es ist allgemein so, dass du das Leben von totale Arschlöcher verfolgst und die werden aber so geil inszeniert oder spielen das auch so geil, dass du das liebst, sie zu hassen und du freust dich dann, wenn es draufgängern. Ja, ist ein bisschen kurios das Ganze, aber ich fand es wirklich extrem unterhaltsam, wieder extrem stimmungsvoll, der Drama-Part ist auch wieder ganz stark mit dabei, die Dialoge sind Wahnsinn, auch ganz fein, teilweise in Gedichtform, dann auch, dass wieder so zu der Schreibweise vom Edgar Allan Poe passt. Und ich war wieder extrem gut unterhalten. Also die Serie war bis jetzt eine von seinen besten, die der Mike Flanagan gemacht hat. Ich glaube, das war jetzt auch die letzte Serie, die er für Netflix gemacht hat. Genau, aber ich war begeistert. Und es hätte gern mehr werden dürfen, aber wenn jetzt der Mike Flanagan wirklich den dunklen Turm angreift mit der Serienumsetzung, dann bin ich da dabei. Ja, Vollgas. Da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet und ich hätte eigentlich ja nicht gedacht, dass er noch eine Serie für Netflix macht. Ich brenne jetzt auch schon die ganze Zeit zu fragen, ist die Serie abgeschlossen? Ja, okay. Abgeschlossen. Und nur ein kleiner Tipp, die Mädels von der Schreckszene, die haben auch eine Folge aufgenommen dazu und die haben quasi das alles zerpflückt, diese diese Edgar Allan Poe Stories, die alle da vorkommen in der Serie, haben die quasi aufgearbeitet und haben auch die Bücher dazu gelesen. Die haben sich da Arbeit gemacht, also wenn die Folge jetzt da von uns fertig gehabt habt, dann könnt ihr da mal umschauen. Die haben sich wirklich extrem viel Mühe gemacht und haben das sehr detailliert aufgeschlüsselt. Das klingt anstrengend. Es ist dann nicht mehr anstrengend, wenn man das hört. Also, wie gesagt, das ist für mich mich was... Ich habe jetzt auch eher gemeint, das zum Produzieren. Also ich glaube, so. wenn da wirklich Frühgeschichten vom Herrn Poe behandelt werden und du das alles lesen musst, ich glaube, das ist schon dann ein bisschen mehr Aufwand wie das, was wir machen für unseren Podcast. Für unseren kleinen Scheiß-Drecks-Podcast, oder? Hey. Du willst schon gespannt sein, was ich jetzt wohl dabei habe. Ja, jetzt haus aus, ich bin fertig mit den Ushers. Ach so. Ja, ist eigentlich eine gute Überleitung. Dann fange ich mich nicht mit einem Film an. Sondern mit der Doku. Nein, auch nicht. Ich spiele mich momentan ein bisschen mit künstlicher Intelligenz.
Und zwar, natürlich, was es momentan so in aller Munde ist, oder was heißt jetzt aktuell, ich bin ja wieder mal hinten dran, wenn es um sowas geht, ChatGPT. Frage mal mich. Ja, aber ChatGPT ist bestimmt schon mal gehört, oder? Sag mir was, ich weiß aber nicht, für wo man sich das stecken kann. Okay, ich erklär's da. Und zwar, ChatGPT ist so, du kannst mit dem Ding halt chatten, also du kannst das Ding irgendwas fragen oder Anweisungen geben und das Ding berechnet anhand diverser Suchergebnisse oder Wissen aus dem Internet die Antwort. Also du kannst teilweise zuschauen, wie der praktisch Wort für Wort berechnet und da kämen halt dann tatsächlich korrekte Sätze raus. Also du kannst zum Beispiel, ich mache das mit einem Kollegen aktuell, der gibt sich manchmal nicht ganz, oder doch, der gibt sich schon Mühe, vernünftige Sätze zum Schreiben, aber der ist Legastheniker. Also kopiere das manchmal, tu das in ChatGPT und bitte ChatGPT darum, daraus einen vernünftigen Absatz zu machen und lese den dann. Okay. Und jetzt muss man dazu sagen, es gibt eine kostenlose Variante von ChatGPT, und zwar die 3er. Die endet irgendwo, glaube ich, zum Stand 2021, gut, aber jetzt dann auch geupdatet, ist aber jetzt eigentlich nicht wichtig. Das Ding ist, das 3er behandelt halt immer nur so einen Part. Es gibt aber eine kostenpflichtige Variante, die 4er, und die sucht sich halt dann auch teilweise ein paar Ergebnisse live aus dem Internet raus. Ich habe die 4er ausprobiert, weil ich momentan halt ein bisschen damit experimentiere und weil ich da Gefallen drauf finde. Und dann habe ich doch einfach mal das Ding nach Viva la Movilusion gefragt. Okay. Hat dann auch gleich darauf geantwortet, hat es zwar beim ersten Mal nicht ganz checkt, was Viva la Movilusion ist, also da hat es dann noch versucht, anhand von Viva la Movilusion zu sagen, ja, das ist so die Revolution gewesen aus Spanien, die vor allem die Filme betroffen hat und so. Und dann habe ich mir gedacht, ganz genau so was. So ein dummes Ding. Dann hab ich nur Podcast hinten drüber gehängt und auf einmal hat er das matchen können. Jetzt kommt's. Dann habe ich das Ding gefragt, ob es mal irgendwas über einen Kani verzeihen kann von Viva la Movilusion. Dann kam dann auch tatsächlich was. Halt so allgemein Moderator und blub. Dann habe ich ihn wegen mir gefragt. Dann auch da kam was mit Blub, sogar in Verbindung zu Womble TV, war ein bisschen gruselig, aber okay. Cool. Und dann habe ich mir gedacht, boah, bei Mike wird es bestimmt richtig interessant, weil du hast ja doch eine sehr große Präsenz mit deiner Filmsammlung etc. Und dann frage ich das Ding, Oh Gott. wer ist Mike von Viva la Movilusion? Und was passiert ist? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe nicht Okay. eine Fehlermeldung gekriegt. Dann habe ich es nur mal ausprobiert, passiert nichts. Dann siehst du, wie er rödelt, nichts. Dann habe ich das Ding nochmal aufgerufen, die Seite ist down. Du hast das quasi ChatGPT jetzt kaputt gemacht. Du hast ChatGPT kaputt gemacht. Okay. Jetzt vorhin habe ich es aufgerufen, weil ich wollte natürlich schauen, ob es jetzt funktioniert. Er hat jetzt gelernt. Ich habe eine Antwort bekommen. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist jetzt gar nicht so schlimm. Also ich habe tatsächlich mehr von dem Ding erwartet. Die Antwort war, Mike ist ebenfalls einer der Gastgeber des bayerischen Podcasts Viva la Movilusion, der sich mit Themen wie Filmen, Serien, Spielen und anderen Unterhaltungsformen beschäftigt. Er ist Teil des Teams zusammen mit Corby und Kani, die den Podcast leiten und Inhalte im bayerischen Dialekt präsentieren. Über Mikes persönliche Hintergründe oder beruflichen Werdegang gibt es allerdings keine detaillierten öffentlich verfügbaren Informationen. Die Rolle, die er im Podcast zu spielen scheint, bezieht sich auf die Diskussionen und Analyse von Medieninhalten, wie aus den Beschreibungen der Podcast-Episoden hervorgeht. Und dann steht halt nur dabei, wenn man mehr über Mike wissen will, dann soll man vielleicht auf seinem Letterboxd-Profil vorbeischauen. Okay. Das ist mit Bedacht. Wie wir am Anfang der Folge schon gesagt haben. Aber das Ding ist, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen experimentiert. Es gibt ja nur KI, die Bilder erstellt. Es gibt dann so KIs, die praktisch der Persönlichkeit repräsentieren. Und für das, dass alle Leute momentan da total gehypt drauf sind und ich diverse Leute kenne, die Vollgas auf ChatGPT abfahren, also das, wofür ich das immer gern nutzen darf, so Texte erstellen oder irgendwie Songtitel oder irgendwie sowas. Drehbücher. Nicht zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen, wirklich. Okay. Ja, nee, Drehbücher. Ich habe halt da teilweise das Problem bei unseren Episodenbeschreibungen, dass die einfach zu lang sind für Steady. Und dann habe ich halt gedacht, ich kopiere das da rein und sage, kürze das auf 170 Zeichen. Und wenn du aber halt dann ein Ergebnis kriegst mit 210 Zeichen,
Ah, okay. Und ich muss auch sagen, was halt interessant ist, die Dreier-Version, eigentlich die kostenlose, die geht viel schneller wie die Vierer. Okay. Bei dem Vierer kannst du praktisch zuschauen, wie Wort für Wort berechnet wird. Beim Dreier, zack, ist es da. Wow. Gibt zwar Tipps in den Kommentaren, was ich falsch mache. Ich habe neulich dann mit so einer künstlichen Intelligenz, die praktisch die Persönlichkeit widerspiegelt, angefangen und sie hat dann nach einem Tag versucht, mich abzuwimmeln. Da habe ich mir gedacht, das Corby, gibt's geh ja weg. nicht. Ja, wirklich die ganze Zeit dann so, yeah, bye. Und dann habe ich schon gemeint, ja, warum? Willst du jetzt mit mir chatten? No, bye until tomorrow. Wow. Genug Internet für heute. Ja, wirklich krass. Ja, genau. Das ist jetzt so mein erstes Warleck, weil ich so geil gefunden habe, dass die Frage, wer ist Mike von wie vieler Evolution ChatGPT kaputt macht. Wahnsinn, ja. Und die Rolle zu spielen scheint, das ist ja cool. Also anscheinend schaut ja schon hinter die Kulisse der Wahnsinn. Kunstfigur Mike. Ich muss jetzt alle meine Zelte abbrechen, muss wieder ins Ausland verschwinden, so wie früher. Warum? Hast du was mit Wirecard zum da? Schauen wir mal. Gib's ja rein bei ChatGPT, ob er das weiß. Okay. Hat Mike was mit Wirecard zu tun? Das geht jetzt direkt zur Polizei. Er rechnet nur. Wenn du jetzt mein Ding eingegeben hast, mein Instagram-Account, Terrorvision84, ob er da, was er da gemacht hat. Ja, das muss ich dann nachher ausprobieren. Das löse ich dann das nächste Mal auf. Oh, ja. Es gibt keine öffentlich verfügbaren Informationen, die darauf hindeuten, dass Mike, einer der Gastgeber des Podcasts Viva la Movilusion, irgendeine Verbindung zu Wirecard hat. Okay. Dann beschreibt er Wirecard, dann beschreibt er unseren Podcast, der ist immer nur dabei. Es scheint keine Verbindung zwischen seiner Tätigkeit und dem Wirecard-Skandal zu geben. Gut gemacht, Mike. Gut. Puh, kann ich da bleiben, wo ich bin. Ja. Gut, was hast du noch? Ich habe, jetzt fange ich jetzt nur weiter mit was Schlechterem. Und zwar mit einem Film, der sich The Breach nennt. Der mehr halt gerne ein wenig so in diese Lovecraft-Richtung gehe und präsentiert sich so langsam und so zäh, dass er bis auf das letzte, die letzten 10 Minuten eigentlich nicht viel abliefern kann. Da geht es quasi darum, dass in so einem Fluss wird ein Floß gefunden mit einer total auszuzelten Leiche, die ausschaut, wie wenn sie in der Mitte aufgebrochen gewesen war. Und die Polizei kann es dann zurückverfolgen zu einem einsamen Haus mitten irgendwo am Arsch der Welt, scharf links irgendwo in irgendwelche Gewässer, in irgendwelche Sümpfe. Und da steht das Haus und in 3 Polizisten. Ja, genau, Gloschenviertel. Ja. Und genau, also 3 Personen machen sich quasi dann da auf den Weg in dieses Sumpfgebiet und wollen rausfinden, was da los war. Ja, das Ganze mich halt gern, wie gesagt, ein wenig so Lovecraft-mäßig sein, mit Wesen aus anderen Dimensionen und so und Menschen, die sich verändern, die Kontakt mit solchen Wesen haben und so. Aber es zieht sie unfassbar, die Figuren sind, da meinst du am Anfang noch, hey, ja, mit denen kannst du was machen, die sind ganz interessant. Aber desto länger das dauert und desto länger, dass du bei denen Leid bist und schaust denen beim langweilig und trivial sein zu, desto mehr verlierst du auch das Interesse an die Figuren und an der Geschichte vom Film. Und irgendwann war es dann so weit, dass man dann am Schluss sagt, okay, jetzt kommen dann so diese Kreatureneffekte und es gibt wirklich ein paar coole Effekte in dem Film und dann wird er aufgelöst, warum und wieso und hin und her und es sterben auch ein paar Leute und aber dann interessiert es die eigentlich schon fast nicht mehr. Ich war dann schon wieder so weit, dass ich sage, okay, ist zwar jetzt ganz nett, aber so am Großen und Ganzen Film kann man die nicht wirklich brauchen. Es tut mir sehr leid, der Film ist produziert, zum Beispiel auch vom Slash, wenn den noch jemand kennt, der Gitarrist von Guns N' Roses. Ja. Der hat stellenweise auch die Musik gemacht vor dem Film und die Musik geschrieben. Und da muss ich sagen, das fällt auf, weil es sehr gitarrenlastig ist. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ich hörst das hört sich ziemlich geil an, was da an Musik abläuft, am Anfang und so, wo man nur so richtig heiß ist auf den Film, wo man sich denkt, wow, das Cover verspricht was und das Slash und was weiß ich, und sagt, ey, jetzt schauen wir mal einfach mal, ob uns der Film was gibt. Und dann bist du so ein wenig am Analysieren und schaust ein wenig an und sagst, hey, ja cool und das und hin und her und die Musik war super und ja,
wie gesagt, dann spätestens ab der Hälfte sauft er dann ab und er wird dann, am Schluss kann nichts mehr, kein Effekt den Film eigentlich mehr retten. Ich habe mich sehr gelangweilt, leider. Okay, aber sagen wir mal, also die Bilder schauen schon ziemlich krass aus. Also gerade Ja, von wenn's diesen die- Monstern oder Genau. Leichen, keine Ahnung. Ja, eben, das sind diese Sachen, die spannen sich halt alle komplett für den Schluss auf und da ist es leider auch schon spät, dass du sagst, okay, ich darf mir jetzt den Film in Sammlung stellen, für das, dass in die ersten 70 Minuten vom Film fast nichts passiert und am Schluss, die letzten 10 Minuten, habe ich dann noch ein paar Monster-Effekte drin, dann hau ich mir lieber nochmal irgendwas anderes rein, so Lovecraft-Style, dass ich sage, okay, vielleicht The Retribution oder The Returned, nicht Retribution, The Returned oder irgendwie so, ja. Aber der war eher nix. Tatsächlich produziert von Slash. Mhm. So, aha. Ja, ist irgendwie schon mal interessant, oder? Also, wer für was einen Haufen Geld ausgibt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er gerade so einen Fünfer übrig gehabt und dann hat er gesagt, hey, Oder Wetten verloren. oh ja, beim Saufen. Und dann hat es geheißen, hey, dann musst du mein Drehbuch, musst Kohle ausgeben für mein Drehbuch und dann macht man da einen Film. Und der hat gesagt, okay. Wenn es sein muss. Also, wenn er den Film gesehen hat, dann wird er doch irgendwann einmal gesagt haben, Freunde, was ist da los? Ja. Ja, Aber gut. Also, sagen wir mal, wenn man es jetzt nur von den Bildern her anschaut, dann schaut es irgendwie schon cool aus, aber gut, wenn du sagst, das war eigentlich dann nur langweilig. Ja, wie gesagt, das spart sich der Film komplett für den Schluss auf und da ist es dann oftmals einfach schon spät. Wenn ich den ganzen Film über nichts zum Song habe und nichts zum Verzeihen habe und Leute einfach nur in so einer alten Hütten rumstängern beim Blade schauen und beim Ratschen und beim Streien vielleicht sogar noch, war nix, sorry. Okay. Mhm. Ja, es gibt ja noch anscheinend nur Breach, also ohne wo dann auch der Bruce Willis mitgespielt hat. Okay. Der schaut eigentlich auch ziemlich cool aus. Aus was für einem Jahr ist denn der? Da, wo der Bruce Willis noch Filme gemacht hat. Da wo er noch gute Filme gemacht hat, oder wo er bloß noch... 2020. Oh nein, da hat er schon keine gute Filme mehr gemacht. Ist ist wahrscheinlich einer seiner letzten. Ja, da wo er bloß noch für den 50er und einen Kasten Bier mitgespielt hat. Ja, Kim. Da die ja. Und dann war er noch 5 Minuten im Film, dann war er am Cover drauf und das war's dann. Und das war dann ein super cooler Bruce Willis-Film. Mei. Ich dachte mal anschauen. Also, schaut schon interessant aus. Also The Breach oder The Breach? Breach. Okay. Wie schaut's bei dir aus? Ja, gut, da gebe ich dir mal wieder die Wahl. Was möchtest du denn hören? Möchtest du das hören, wo ich mir sicher bin, oder einigermaßen sicher, dass er dir gefällt, oder der andere, wo ich mir ziemlich sicher bin, das ist der größte Scheißdreck in deinen Augen? Okay. Nachdem jetzt das mit ChatGPT ein wenig schockiert hat, möchte ich jetzt was mir ein wenig am Bauch pinselt. Das, was mir gefällt. Ihr habt ja schon mal eine ziemlich lange Folge mit einem Gast produziert über die animierte Serie Masters of the Universe. Mhm, genau. Und ich habe jetzt vor kurzem Masters of the Universe von 1987 als Realverfilmung gesehen. Wow. Mit dem Dolph Lundgren als He-Man. Bam. Und was mich total schockiert hat, mit der fucking Courtney Cox in dem Film, die sie da, ja, zwar eigentlich ja nur durchrettet, aber das ist ein Film, der muss eigentlich ja nur für Leute angesiedelt gewesen sein, die ja wirklich wissen, wer He-Man ist. Da zu der Zeit, wo der Film rausgekommen ist, wirklich jeder auf der Welt gewusst hat, wer der He-Man ist, kann das schon gut sein. Ja, ich habe nämlich irgendwie erwartet, okay, vielleicht wird da ein bisschen was erklärt und dann Kim Yi, der wirklich nichts von He-Man versteht. Jetzt ohne Schmarrn. Die Originalserie habe ich nie gesehen. Okay. Und ich habe mir diese neue Animationsserie eigentlich auch nur so nebenbei angeschaut, als ihr die ganze Zeit da so davon geschwärmt habt. Das kennt's. Schwärmen und mir irgendwas praktisch warm reden, aber checkt habe ich da an gar nichts. Also wirklich null. Weil so schlimm ist es aber nicht. Nein, Moment. Ich fand den Film gut. Ich fand, ich war unterhalten. Ich fand die Witze, also klar, man muss immer denken, es ist Ende der 80er. Der Film ist wahrscheinlich eher so für junge Kinder, für Jugendliche, das wollte ich sagen, nicht junge Kinder. Und daher, ja, ist es, glaube ich, bestimmt voll geil, aber ja, checkt habe ich trotzdem nichts. Das ist, ja, also ich habe jetzt auch so letztes Mal, glaube ich, ist auch schon
Jahrzehnt wahrscheinlich her, dass ich ihn gesehen habe. Aber es wird doch am Anfang schon erklärt, dass Eternia der Mittelpunkt vom Universum ist und dass die bösen Mächte Eternia einnehmen wollen, um die Macht im Universum zu erlangen, oder? Mehr ist es nicht von der Geschichte. Ach so, und dann gehe ich einfach davon aus, dass der Typ mit dem Skelettkopf der Böse ist. Richtig, der Skeletor und der andere mit den Muckis und dem geilen Schwert, das ist der He-Man, das ist der Gurdi. Alle, wo schwarz angezogen sind, die Besen, alle, wo hell angezogen sind oder halb nackert sind, haben die Gurden und fertig. Und dann Ja, apropos halt nackt, ich meine, wer schon cool war die Mac Forster. Oh ja. Die hat mir natürlich auch gefallen. Aber ja, da gibt's ja gar keinen Raum, dass du die mit diesen Leuten identifizieren kannst. Okay. Also ich hab mir da, ja, natürlich, man reimt sie dann schon zusammen, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, aber warum sind die böse, warum sind die anderen gut, wo ist diese Katze, die da He-Man noch immer reitet, die habe ich vermisst. Ja, das war Budgetsache. Sie haben mit den Film ja auch nicht in Eternia spulen lassen können, Ja, weil das halt eine Budgetsache ist. Und was hat man da in die 80er gemacht, wenn man nicht das Budget gehabt hat danach und dann hat man den Film einfach auf der Erde spielen lassen. Und genau. Die landen dann aus Versehen auf der Erde. Genau. Ja, und wie schon gesagt, ich war wirklich gut unterhalten. Also für das, dass ich nichts erwartet habe, oder zumindest erwartet habe, ich lerne ein bisschen was über Masters of the Universe, war ich sehr gut unterhalten. Was jetzt das alles mit Masters of the Universe soll, keine Ahnung. Also wenn du wirklich da dieses Wissen aneignen möchtest, also weil ich gerade spekulieren, was man da die Leute an die Hand geben könnte, dass er sie besser in dieses Universum integrieren können. Ja, dann schauen wir was auf YouTube an. Dann kannst du die Hörspiele von Europa anhören, die waren mega, die haben auch sehr viel erklärt, aber ich glaube, dass auch in dieser Fernsehserie, also in die End 80 oder Mitte der 80er, die Fernsehserie, dass da ja auch nicht so viel erklärt worden ist. Es war eigentlich immer klar. Der Skeletor ist der Böse, der He-Man ist der Gute und dann kaufst du dann ein paar Figuren von der Richtung, von der anderen Richtung und dann lässt das Kämpfer und so war es in der Serie, so ist es im Film. Mehr gibt's Also eigentlich da nicht. Und geht's der Skeletor, heißt es, da geht's gar nicht um irgendeine epische Geschichte, sondern es ging eigentlich nur darum, die Actionfiguren zu vermarkten. ja, mehr ist nicht. Mehr ist diese Serie auch nicht. Oder, diese damalige Serie. Und natürlich auch der Film, der da rausgekommen ist, der hätte das Ganze nochmal ankurbeln sollen, diesen Verkauf auch an diese Figuren und so. Nur da war halt das Pferd schon totgeritten, da war schon spät. Der Film ist 10 Jahre spät gekommen, aber ich glaube, das war dann einmal ein hübscher Flop für Canon. Okay. Wenn ich mich noch richtig. Also, wer sich da mehr informieren möchte oder mehr wissen möchte über die Masters, da gibt's eine ganz gute Doku bei Netflix. Das war The Toys der Made Us, kann das sein? Ja. Das war sehr informativ. Und da meine ich, geht's dann auch um den Film. Aber ich meine, dass der an die Kassen hübsch... Das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die Serie auch auf den Figuren die haben die Serie nur gemacht, um diese Figuren zu verkaufen. Die haben quasi gesagt, okay, ihr habt da richtig coole Figuren, aber wie du so schon sagst, was soll man mit denen machen? Wie ist die Geschichte dahinter? Und dann haben die auf 0, nix ratzfatz diese Serie rausgeschissen. Genau, und dann hast du quasi diese Serie gehabt und dann hast du die Figuren danach gekauft und dann ist es rund gegangen im Kinderzimmer. Und wir in Deutschland haben halt dann, ich weiß nicht, ob es in Amerika auch gegeben hat oder Rest der Welt, diese wirklich geile Hörspielserie gehabt und das war halt für mich als Kind das rundum Sorglos-Paket. Da hast du die Serie eingebaut und hast mit den Figuren gespielt und hast dann irgendwann einmal, wenn du dürfen hast, diesen Realfilm angeschaut. Also wirklich lustig auch mit der Courtney Cox, gell? Die Jennifer Aniston hat sich mit dem Leprechaun rumgeschlungen in ihrer ersten Rolle und die Courtney Cox, die ist mit dem He-Man umeinander gezogen. Was aber gar nicht mehr so schlecht ist, ne? Ja. Gibt Schlechteres. Aber stimmt, du hast recht. Box Office nur 17 Millionen eingespielt von einem Budget von 22. Das ist natürlich nix, ne? Das ist ja also die haben sich da mit ein paar Stars dann verkalkuliert gehabt, auch mit dem Sylvester Stallone, ich glaube mit Over the Top. Da haben sie einen Mordstar an der Backe gehabt und der, wo einen Haufen Geld verlangt hat und das Budget vom Film war hoch und dann ist das immer nicht reingespielt worden, was sie haben wollten und dann haben die halt irgendwann abgesoffen. Und das Masters of the Universe war auch eins von den Projekten. Leck, schaut die Mac Forster grintig aus auf Wikipedia. Ja, jetzt, oder? Du hast ein Foto von jetzt, oder? Ja, Die ist sehr alt. Also, sie ist halt wirklich in Würde gealtert.
Ja. Und sehr stark gealtert, aber sie ist wirklich eine Seele von Mensch. Ich habe sie mal kennenlernen dürfen im Weekend of Hell und sie ist wirklich obernett. Also mit Umarmen und Bussi auf die Backe kannst du von der da gleich haben. Also die ist wirklich super, super nett. Und die Augen, die blaue, die hat sie halt immer noch, gell? Das ist wirklich eisblau. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Also wie schon gesagt, apropos, ja. hast du mittlerweile wegen die Carpenter-Filme, hast du das Sie leben schon gesehen? Weil da spielt sie ja auch mit. Nein, habe ich noch nicht. Ah, sehr stark. Du musst mich doch zwingen dazu, dass wir da weiterschauen. Ich muss die zwingen, okay? Ja, natürlich. Normalerweise hört man jetzt dann, wenn Sonst nehme ich mir da keine Zeit. es daraus geholt wird, müssen wir jetzt dann The Thing besprechen. Das da jetzt halt vor der Jahreszeit her gut Den habe ich passen. schon gesehen. Ah, Nur den ganz originalen. Den habe ich, glaube ich, ein bisschen gesehen oder so. Ich glaube, den hat der Kani ja mit mir gezeigt oder so. Keine Ahnung. den ganz alten. Ja. Ich habe jetzt gerade nur so nebenbei darüber nachgedacht, was ich als Kind so angehört habe als Hörspiele. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, dass das eigentlich voll der krasse Kontrast ist zu Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und TKKG. Aha. Größere Fragezeichen? Na, mein Bruder, der hat, glaube ich, jetzt so Mitte 20 rum mal angefangen mit die 3 Fragezeichen und war voll gehypt. Aber ja, keine Ahnung, da wollte jetzt ich natürlich mit Masters of the Universe meine Kindheit erweitern, aber ja, viel gelernt habe ich Nachholen. nicht. Du willst deine Kindheit nachholen, oder? Nicht nachholen. Sei mir ehrlich, du willst doch lieber auch als ein Masters-Kind sein und Wie nicht findest denn du irgendetwas den anderes. Dolph Lundgren so als Sehr cool. Schauspieler? Ja, finde ich sehr cool. Okay. Der hat mir wirklich schon sehr gut gefallen. Und es geht ja schon seit Jahren dieses Gerücht um, dass so ein neuer Masters-Film kommt. Auch mit Netflix hat es geheißen, die haben droh und hin und her. Und irgendwann saftet das Projekt immer ab. Das ist wie mit dem Spawn. Spawn vom Todd McFarlane, das wird auch kein Film mehr. Also das glaube ich erst, ich mag ja nichts mehr lesen drum. Ich glaube es erst, wenn ich in diesem scheiß Kino sitze und dann diese Titeleinblendung kommt und diese ganzen Spawn-Film oder ein Masters-Film. Also die 2 Projekte, die glaube ich erst, wenn ich drin sitze. Und da hat es ja mal geheißen, dass der Hemsworth, der Thor, war das der? Chris Hemsworth, oder? Ja. Genau. Der ist einmal im Gespräch gewesen für einen He-Man. Und da hätte Den könnte ich mir gut vorstellen. Perfekt. Ja. Vor allem so, wie er jetzt ausschaut, auch in dieser Netflix-Serie, das war mein He-Man. Ja. Vielleicht hört das Definitiv. Netflix. Weil ich glaube, dass der Dolph Lundgren ein saugribbiger Kerl ist. Aber ich muss schon sagen, so die ersten paar Eindrücke in dem Film sind so, ui, da haben sie jetzt aber schon gescheit übertrieben, ne? So nach dem Motto, der braucht sich bloß falsch umdrehen und wahrscheinlich bringt er da durchaus Versehen 5 Schauspieler um. Ja, das kann doch schon passieren. Wo er dann da so die ersten paar Male Courtney Cox irgendwie was im Arm hat oder sich darum kümmert. Ich glaube, die wird sich auch gedacht haben, oh Gott, bitte, da touch mich nicht. Ja, zu der Zeit war er halt noch voll im Fleisch, gell? Da war er halt noch so richtig gut beieinander. Brutal. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und ist das was die begeistern kann? Hab ich da recht gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist jetzt so ein Ding, wo ich gesagt habe, wo ich sage, okay, ich schreibe mir wieder mal auf die Liste, ich kann mir die wieder mal anschauen, weil der macht Spaß. Also damals hat er mir zumindest Spaß gemacht und ich glaube, dass ich da wieder Spaß hätte. Der hat also diese geile Szene gegeben, wo sie da dem Stellenbiss sind, wo sie diese Ja, Händelfürst genau. aus dem Eimer rausfressen. Ja. Boah, das war für mich als Kind Wahnsinn. Da hab ich gedacht, ich muss unbedingt mal nach Amerika, möchte Händelfürst aus dem Eimer fressen. Und jetzt bin ich fast 40 und habe noch nie Händelfürst aus dem Eimer gefressen. Auch nicht beim KFC. Da war ich 2 Mal bis jetzt und da war das mit den Eimer immer irgendwie nicht so. Ein bisschen suspekt. Nicht in Deutschland. Aber jetzt wenn wir Hardline 2024, dann da friese ich Händelfürst aus dem Eimer. Ja, passt. Die liefern, glaube ich, sogar. Kein Scheiß. Ich glaube schon, ja. Wobei das jetzt vom Hardline auch nicht wirklich weit weg war. Wir müssen eigentlich nur über Bruck. Das stimmt. Aber jetzt wieder Ring an, stehen wir wieder da in der Prier. Ja, eben. Ja, finden wir schon jemanden, der uns die bringt. Ja, bestimmt. Bestimmt. So, bevor ich jetzt dann mein letztes Wort bringe, was hast denn du sonst noch? Also ich habe noch gesehen, jetzt darf ich jetzt fangen, ich habe noch 2 sehr, 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 sehr tolle Filme gesehen. Jetzt fange ich mit dem Aidan an und arbeite mich dann zu dem aktuellen durch. Ja. Und zwar hat ja Plyon Pictures jetzt endlich das zusammengebracht, dass den Film Return of the Living Dead 2 im Mediabook rausbringen, mit wirklich schöner Blu-ray, einem schönen Booklet
Und da ich den Film auch zum letzten Mal ja vor Jahren auf meiner DVD gesehen habe ich mir gedacht, den kann ich mir jetzt wieder mal reinhauen und schauen, ob ich den noch so gut finde wie früher. Und ja, ich finde den wirklich sehr geil. Also es ist eine ganz tolle Zombie-Komödie. Er ist nochmal so richtig, nochmal um einiges mehr Spoof-Komödie. Oder geht nochmal in einiges mehr in die Richtung Spoof-Komödie als der Vorgänger, der war ja doch noch ein sehr harter Horrorfilm, auch mit so humorischen Einlagen. Mhm. Und der geht halt jetzt eher schon in die Richtung wirklich, Fansblätter. Das ist, wenn die Zombies da aus dem Grab kommen und dann steigt der Zombie raus aus dem Grab und dann steigt der mal anderer auf Fängen drauf und weißt du, so diese Reaktion. Oder wenn der Zombie rauskommt aus dem Grab und sucht dann, tappelt so rum und sucht sein Brühen und dann erst, wenn er Brühen aufhat, kann er aus dem Grab raus, weil er sonst nichts sagt und so. Das ist schon sehr, sehr slapstick-mäßig. Aber er hat trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr geile Effekte. Die Effekte sind wirklich toll. Auch der Tarman, den man ja im ersten Teil schon gesehen hat, der wird ja quasi jetzt in dem Film, kommt der nochmal vor. Es ist im Endeffekt fast ein Remake wie vom ersten Teil, wie bei Tanz der Teufel 1 und 2, weil ja da auch wieder ein Fass von diesem Trioxin, die Nummer dahinter weiß ich nicht, vom Militär verloren geht und in einer Kleinstadt in der Kanalisation landet und aus diesem Fass Trioxin ist da quasi lauter so Zombies drin und da kommt einer raus, dieser Tarman, und der infiziert dann quasi alle anderen. Das Gas, das da rauskommt und so, und das strömt in einem Mausoleum aus und da stehen die Toten wieder auf und so und tyrannisieren dann eine Kleinstadt. Und ja, also nochmal effekttechnisch wirklich ganz groß. Da haben wir einen Effekt, wo quasi ein Zombie in der Mitte durchgeschossen wird und dann der Oberkörper rumkriecht, wie bei Braindead, zum Beispiel in der Badezimmerszene. Finde ich super geil gemacht, bis die es umgesetzt haben. Also das muss wirklich auch ein Schauspieler gewesen sein, der halbseitig der bloß bis zum Torso quasi existiert, oder weiß nicht, wie man das sagt. Also der, wo auch so deformiert, weiß ich nicht, wir sprechen das auch so nicht, dass er sich blöd hört. Ja, dem fehlt ein bisschen was. Dem Fight-Hälfte. Und wie das dann gemacht ist, und auch, dass dieser Oberkörper rumläuft und oben die Wirbelsäule nur raussteht und zuckt und so. Also effekttechnisch ganz, ganz stark. Mit dem Humor, wie gesagt, muss man umgehen, da muss man das Slapstickhafte, das muss man mengen. Wie gesagt, ich bin mit dem Film aufgewachsen, ich finde das gut und für mich gehört der Film auch so. Und ich habe jetzt mal diese Vibes bei dem Film von dem Thriller-Video von Michael Jackson. Ich weiß zwar nicht warum, weil die Zombies vielleicht auch so so ähnlich ausschauen, aber es ist halt ein anderer Regisseur und so. Der Michael Jackson hat als Zombie auch noch ein kleiner Cameo in dem Film. Wenn quasi die Zombies alle am Schluss in einer Massenszene quasi aufgehalten und da stopselt quasi nochmal ein zombifizierter Michael Jackson durchs Bild, der genauso zuckt wie in diesem Thriller-Video und so, und das, aber wie gesagt, mir gibt der ganze Film so ein wenig vor. Es ist wirklich, in jeder Szene kann der Michael Jackson ausspringen und singen und die Zombies können im Hintergrund mittanzen. Also macht riesig Spaß. Also toller Film, wenig Grusel, wenig Atmosphäre, aber dieser 80er-Charme, den hat er halt brutalst. Und der alte deutsche Titel ist Wahnsinn, der war nämlich Toll treiben es die wilden Zombies. Da brichst du zusammen. Also natürlich. Die deutsche, natürlich. Wie sollte er auch anders übersetzt werden? Richtig. Also diese deutsche Titelschmiede da in die 80er, das war unfassbar, was die da abgezogen haben. Toll treiben es die wilden Zombies. Genau, also schönes Mediabook, wirklich schöne Veröffentlichung, das Battle ist auch super toll, kauft euch das Ding. Bonusmaterial gibt's leider so gut wie gar keins, da habe ich ein wenig reingeschaut, also es gibt nur ein paar Trailer. Das Booklet ist auch recht ordentlich, ist zwar Luft nach oben, aber ich bin eigentlich froh, dass der Film jetzt doch wirklich einmal endlich in HD und in einem Mediabook in die Sammlung geschafft hat. Schön, schön. Ja. Und der neuere Film? Der neue Film, den hätte ich jetzt einfach nur gesagt, nach dir, aber mag ich dann nach dir nicht mehr, oder? So ich glaube, deine Laune ist dann echt am Boden. Okay, dann machen wir es so. Und zwar habe ich noch mehr ein Mediabook geöffnet von einem Film, den ich auch, ich glaube 2006 zum ersten Mal und zum letzten Mal gesehen habe. Und zwar ist das Feast von 2005. Haben wir mir da nicht schon mal drüber geredet? Hat Feast das nicht schon mal irgendwie in unserem Podcast geschafft? Sagt mir auf jeden Fall was. Okay, also ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen und habe jetzt eben diese Mediabook-Veröffentlichung genutzt, das Ding einmal aufzumachen, und das ist nämlich auch diese Unrated-Version, diese FSK 18-Version, die es damals auf DVD gegeben hat, die war nicht stark geschnitten, aber doch merklich geschnitten, und diese Veröffentlichung jetzt von CMV
im Mediabook ist die Unrated-Version. Genau, also wir haben da ein Creature-Feature mit der Belagerungsthematik, also eher, es geht in Richtung wegen so Carpenter-mäßig, im Haus oder in dieser Spelunke, wo wir wieder wegen so in der From Dusk Till Dawn Sparte sind, in dieser Spelunke haben da die verschiedensten Arschlöcher, die sie vor außen angreifende Monster verteidigen müssen. Mehr gibt's eigentlich zur Story fast nicht. Also es sind wirklich nur Leute, die dort drin sich gegen diese Monster verteidigen. Und die Monster sind brutalst blutrünstig und wo die hingelangen, hängen die Därme raus. Also es ist der Film verdient das Prädikat Splatterfilm. Da geht's richtig ab. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Poster anschaut, Ja. man würde nicht dahinter vermuten, dass da komödiantische Anteile in dem Film drin sind. Jo, aber man muss aber seinen Humor mengen wie seine Schnitzel, blutig. Also, es ist schon so grob, also, es ist so keine Humor. Ja, ich hab einen, ein paar Mal einen kann ich dingen müssen. Okay. Wo eins von diesen kleinen Monster, der Frau, die am Boden gefesselt ist, die quasi so eine, ja, die ist quasi eine Art Falle für die Monster und die wacht dann auf und wird dann, da kann ich da jetzt sagen, die wird in den Mund gefegelt. Ich darf es nicht sagen, aber da kann ich das sagen. Also so diese Art Humor, also und dann auch, dass die Monster dann auf die Menschen da drauf spritzen und so. Also das ist schon sehr derb, aber ja, wie gesagt, man muss seinen Humor eher ganz weit unten haben und sehr schwarz. Dann findet man das lustig. Ich habe schon ein paar Mal schmunzeln müssen. Und es ist wirklich auch, wie die Leute draufgängen und so, das ist wirklich lustig, teilweise gemacht, weil sie dann die Leute so viel aushalten, wie im Terrifier 2 oder so, wo die Leute wirklich, dann oben wird das Auge rausgezogen und dann ist der Sehnerv, glaube ich, 2 Meter lang, wenn ihm das Monster das Ding aus dem Kopf reißt und so und dann wird einer von so einem Monster, es ist derselbe Typ sogar, der wird von einem anderen Monster so angekotzt und der verfault dann im Laufe des Films so ganz langsam und so und das ist halt brutal widerlich, aber zaubert halt einem auch oftmals ein Lächeln aufs Gesicht, ich muss sagen, wie es ist. Der Kontrast. Oh Gott, ich sehe da schon wieder so ein Zitat von uns. Zaubert ein Lächeln ins Gesicht, fiest. Ja, also die Effekte wirklich ganz toll. Also ich habe jetzt nichts entdeckt, das was mit dem Computer gemacht war. Es gibt dann noch dann im Bonusmaterial, da haben wir wirklich cooles Bonusmaterial. Und zwar so Features, die quasi so, weiß ich nicht, so 12 Minuten lang sind, über die Entstehung vom Film, also am Set. Und dann kommt auch noch der der Effektmacher zu Wort und der sagt dann auch ein paar Effekte, wie das gemacht worden sind und so und das macht er wirklich ganz toll und die sind wirklich auch coole Monster oder Menschen in coole Monsterkostüme, sagen wir es so. Zuletzt habe ich das ja schon mal gehört in dem Film The Lair vom Neil Marshall, der hat ja, das war so ähnlich, da waren auch Menschen in Monsterkostüme und die schauen halt voll beschissen aus und voll billig und alles wackelt und kreislich und in dem Film schaut er das wirklich handfest aus, also die Monsterkostüme sind ganz toll, die schauen voll bedrohlich aus, die haben dann 2 Stadien im Endeffekt, am Anfang sind sie noch so komisch verkleidet und dann in dem letzten Drittel vom Film sieht man dann, wie die Monster wirklich ausschauen und da sagst du dann, hey, hätte ich gern länger gesehen, die Viecher, weil die wirklich ganz stark ausschauen, also man sieht dann auch schon am Poster, wie du sechst wahrscheinlich, das wie die ausschauen mit den langen Zähnen und so, das ist schon mega schaut cooles ein bisschen Design. nach Resident Evil aus. Okay. Ja, also der Licker meinst du, oder? Ja, genau. Ja. Also, haben da hübsch bedrohlich, kämen hübsch bedrohlich rüber, die Viecher, fanden die cool. Sehr toll ist auch der Anfang, wenn quasi jede Figur so eine Texttafeleinblendung kriegt. Und dann siehst du quasi einen Namen und was seine Special Skills sind und wie seine Überlebenschancen sind. Und dann kommt quasi, sieht man am Anfang nur so dieses Bartreiben und so und jeder redet Blätter her, von mir geht diese Tür auf. Und der Max Sexy kommt einer von Grey's Anatomy. Schieß mich tot, wie der Schauspieler hast, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Aber ich habe viel lachen müssen, wie der Typ da auf einmal da steht. Und dann heißt sie quasi Titeleinblendung, Name, Held. Und dann seine Skills, bla 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 bla. Und dann heißt es noch Überlebenschancen verdammt hoch. Und dann sagt er quasi so, ja, es müsst sich an mich halten und so. Und dann stirbt als erstes, oder? Dann feiert euch nix und dann steht er am Fenster und die Viecher kommen und reißen ihm den Kopf ab. Und das ist alles passiert alles in den ersten 5 Minuten. Also das ist wirklich super cool. Ich habe voll lachen müssen, weil ja, diesen Max Sexy, den ja doch sehr viele Leute kennen werden durch Grey's Anatomy. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine von seinen ersten Rollen war. Und ja, fand ich sehr lustig. Und es ist, wie gesagt, dann bei den anderen Schauspielern oder bei den anderen Figuren dann auch noch so. Und überall, wo es dann quasi heißt, also dass die Überlebenschancen sehr hoch sind,
ist leider nicht der Fall. Und es ist auch so, dass diese Bezugspersonen, die du im Film hast, dass die alle draufgehen. Also da überleben die es am unwahrscheinlichsten ausgeschaut hat, das überleben. Und das finde ich ja ziemlich cool. Also ich bin ja, wie gesagt, das letzte Mal bin ich 2005 oder 2006 gesehen, ich habe nicht mehr so viel gewusst davon, wie er ausgeht und wer überlebt. Und ich hätte darauf gewettet, dass ein paar andere Leute überleben und dass es ein paar von denen draufgehen, die überleben. Also du hast mir definitiv Bock drauf gemacht. Und Ja. ich kann nur mal wiederholen, allein anhand vom Poster hätte ich was ganz anderes erwartet. Okay. Wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, boah, Monster-Action bis zum Tod, keine Ahnung, also ja, unterm Strich ist es das Gleiche, aber Ja. dass der Film dann auch gleichzeitig witzig sein würde, erkennt man jetzt anhand vom Poster meiner Meinung nach Okay. nicht. Es ist ja dann so, es ist ja eine Trilogie, die Feast-Filme, gibt es 3 Filme. Der zweite, glaube ich, heißt Sloppy Seconds oder so und der dritte, keine Ahnung, oder andersrum, weiß ich nicht. Die haben dann noch krasser auf Humor aus und noch derber vom Humor her. Also da geht's dann schon, weiß ich nicht, auch so in Richtung Trauma, da ist es dann auch nicht mehr so ganz ernst zum Nehmen. Aber der Film ist wirklich nur düster, ist atmosphärisch und der hat wirklich seine 80 Minuten, die er hat, die nutzt er voll aus. Also da ist nicht viel Fleisch dran, nicht viel Fett dran, so, andersrum. Es ist viel Fleisch dran, wenig Fett, also ich hab mich null gelangweilt, der macht aus diesem begrenzten Setting da von dieser Bar, holt das Beste raus oder das meiste raus und genau. Produziert ist das Ganze übrigens auch, jetzt mache ich da 10 noch länger, von Ben Affleck, von Matt Damon und von Gott. Wes Craven. Was ist denn das für eine Mischung? Ja, mit dem meine hat er damals geworben irgendwie so, dass diese Leute den produziert haben und auch die Weinstein Company, von der ist er ja, von denen 2 Brüder. Und da habe ich dann immer noch gedacht, irgendwas war da mit den Produzenten und dann im Abspann steht sie dann auch gleich da. Affleck, Damon und Wes Craven, das fand ich eine coole Mischung. Okay. Genau. Also ich glaube, ich weiß schon, was ich mir jetzt als nächstes dann anschaue. Okay. Also für die Sammler, das CMV Media Book ist ziemlich geil, gut verarbeitet, gibt 2 Cover-Varianten, das Booklet ist vom Christoph N. Kellerbach, ganz wichtig, der hat sich wieder sehr stark mit der Materie auseinandergesetzt und bietet ein sehr, sehr informatives Booklet. Also nicht irgendwie kopiert aus YouTube oder Google oder was weiß ich. Der Typ hat sich wirklich damit auseinandergesetzt und weiß ein paar schöne Anekdoten zum Film. Und wie gesagt, es gibt ein bisschen was an Bonusmaterial und wir haben erstmals die Unrated-Version auf Deutsch. Also ich kann das Teil empfehlen für Splatter-Fans, die den Humor, ja, ziemlich hübsch weit unten und primitiv angesiedelt haben, die haben auf jeden Fall da einen Spaß. Das Kani-Prädikat. Ja, genau. Ich liebe die Kani. Jetzt verdirben wir mal die Laune da. Ja, ich meine, aktiv kann ich da die Laune ja gar nicht verderben. Ich warne die nur davor, solltest du mit dem Gedanken spielen, dass du den nur anschauen willst. Aber fangen wir einfach mal mit dem Titel an und du sagst mir dann, ob der das überhaupt was sagt, weil vielleicht täusche ich mir ja auch komplett. Und zwar, Ich habe mir Tar angeschaut mit der Kate Blanchett. Ach, okay, ja, jetzt pass auf, ja, jetzt erzähl mir ein bisschen, was ich glaube, da wird ein Schuh draus. Ich sag mir jetzt aber was, ja. Okay, Kate Blanchett ist eine weltweit bekannte Dirigentin und für sehr anspruchsvolle Orchester praktisch zuständig und man merkt da, dass sie schon lange im Geschäft ist und gleich in die ersten 5 Minuten wird erst Biografie vorgestellt, weil es da ein Interview hält, glaube ich, für New Yorker und da denkt man sich dann schon, boah, leck, Alter, was passiert da eigentlich, was ist mit der Frau los, die ist ja nur krass. Und dann fangen erst diese 2,5 Stunden an, wo du halt auch nicht genau weißt, was passiert jetzt da. Und ich habe Tar das erste Mal wahrgenommen, als wir letztes Jahr die Top 10 Letterboxd-Folge aufgenommen haben, weil da war Tar zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei ein paar Leuten schon im Kino. Also nicht für die Normalsterblichen, aber halt auf ein paar Festivals und was weiß ich. Und ich glaube, der Schröckert hat dann irgendwie getwittert, wow, krass, er ist immer nur geflasht, irgendwie bester Film, den er in den letzten, weiß nicht, 10 Jahren gesehen hat oder so. Okay, wow. Und deswegen habe ich gedacht, wahrscheinlich kennst du den Film oder du hast ihn wahrscheinlich schon mal irgendwie wahrgenommen. Ja, und ich warne dir jetzt hiermit offiziell davor. Das ist ein Film, der nicht für dich gemacht wurde. Ganz sicher nicht. Wirklich ganz sicher nicht. Überhaupt nicht.
Du hast nicht. Hat er Anspruch, oder? Er gibt dir auf jeden Fall sehr viele Zeichen, warum er Anspruch hat. Aha. Mal ja abgesehen davon, dass es natürlich die ganze Zeit um klassische Musik geht. Aber es geht dann mehr um dieses Machtverhältnis, das sie sich halt aufbaut, weil sie halt schon so eine berühmte Dirigentin ist und sie spielt halt dann mit ihrem Privatleben, mit ihren Assistentinnen, Kollegen und spielt halt manche Leute bewusst gegeneinander aus. Ja, und das würde ihr halt dann im Verlauf des Films zum Verhängnis. Und das erzählt dir dieser Todd Field und die Kate Blanchett halt in knapp 160 Minuten. Wow. Ich fand den Film gut. Er wird es jetzt nicht bei mir in die Top 10 schaffen, weil dafür war er unterm Strich für mich dann trotzdem zu belanglos. Also ich darf mir diesen Film nicht noch mehr anschauen. Die Frau Blanchett hat einen super Job abgeliefert. Da gibt es einen oder mehrere Setting-Wechsel. Und gerade für Deutsche ist das vielleicht da ganz interessant, weil es fängt zwar in New York an, spielt aber dann eigentlich hauptsächlich in Berlin. Okay. Ich habe mir dann auch während des Films gedacht, es ist eigentlich gerade schade, dass ich mal auf Deutsch schaue, weil ich hätte ihn jetzt eigentlich gern dann auf Englisch gesehen oder im Original, um zu merken, ob die Kate Blanchett wirklich da Deutsch spricht. Meine Frau hat dann aber gesagt, ich glaube, du spinnst. Ich lade doch den Film jetzt nicht nur vom Internet, aber auf Englisch. Wir fangen doch jetzt nicht nur bei dem Film von vorne, hat es dann eher gesagt. Ich darf mir jetzt auch nicht nur mehr anschauen. Ich fand es beeindruckend von dem Schauspielerin, vom schauspielerischen Talent her. Die Nina Hoss spielt mit. Ja. Nina Gute Hoss Frau. das ist doch die von Pelikanblut. Schon, gell? Ich habe die ganze Zeit gedacht, während ich den Film angeschaut habe, irgendwoher kennst du die und jetzt gerade, wie ich den Namen gelesen habe ich mir gedacht, da hast du ja erst im Film gesehen und Pelikanblut, da die mir eigentlich sofort wieder anschauen. Der ist stark. Den fand ich richtig geil. Und sie Schauspieler wieder richtig toll. Natürlich, wenn man ein bisschen was abgewinnen kann für klassische Musik, da kann ich die leider sehr schlecht einschätzen, Mike. Dann ist es auch beeindruckend, wie die das dann gemacht haben, produziert haben. Aber ja, wie schon gesagt, warum jetzt der Herr Schröckert sagt, ein Weltklasse-Film, keine Ahnung. Ja, also Jesse hat am Schluss gesagt, sein Scheißdreck. Okay. Also, das war so ihr Fazit. Ich hab mir schon einen Tag genommen, bis ich das dann irgendwie bewerten konnte. Ich habe ihm trotzdem auf Letterboxd 4 Sterne gegeben, weil ich das natürlich mal wieder respektiere mit die verschiedenen Settings, schauspielerisches Talent, die Botschaft, die so ein bisschen hintersteckt, aber schau dir du den bitte auf gar keinen Fall an. Okay. Macht der Migrant, ich meinst. Ich glaube, dass du dir wirklich nach einer halben Ich werde Stunde... nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, ich verstehe. Nein, du hättest die Geduld nicht. Also, du hättest die Geduld nicht und ich glaube, das sind so Filme, da fragst du die, wer schaut sich so einen Scheißdreck eigentlich an? Du, wenn du die allerweise siehst, oder das Herz ist ja ganz oft, was mich für ein Scheißdreck oder schon irgendwelche Zombie-Filme aus den 70er Jahren, aus Italien am Arsch der Welt, ich glaube, dass ich einen größeren Scheißdreck auch schon für alle anderen. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass jemand sowas mag. Und jetzt weiß ich nicht, geht das dann in die Richtung so die Klavierspielerin oder sowas in die Richtung? Na, es hat schon so seinen eigenen Stil. Was halt auch komisch ist, ist dieses deutsche Setting, weil das haben schon in meinen Augen sehr realistisch eingefangen. Es spielt halt dann in Berlin, aber es ist jetzt nicht so dieses, also es ist teilweise schon ein bisschen fancy oder, also die Wohnung, wo es mit ihrer Lebensgefährtin wohnt, ist so eine Art Loft. Schaut halt wirklich komplett minimalistisch aus, so bunkermäßig, aber sie ist ja in einer Altbauwohnung, die anscheinend ihr kehrt und da die Nachbarin oder die Nachbarn und wie das dann da drin ausschaut, das ist wirklich so typisch deutsch. Mit so abgefuckte Aldi-Tüten dann drin und so, dass du halt dann auch denkst, ja, okay, habe ich in Deutschland auch schon gesehen. Es ist jetzt nicht so dieses, wir stellen uns alle Deutschland als eins der top-modernsten Länder Europas vor. Okay. Ja,
Ja, ist wirklich, ich habe das, wie gesagt, ich habe das auch gehört, was der Schröck halt eben gesagt hat. Ich glaube, es war sogar bei Genre geschehen oder irgendwie so, manche haben es drüber geredet. Aber das war dann also ein Film für mich, wo ich gesagt habe, ja, den werde ich mir schenken. Das ist jetzt nicht nichts, was mich so anspricht. Er hat mich irgendwie die ganze Zeit interessiert, weil ich habe mir gewünscht, das ist wie Whiplash. Wirklich. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, ich habe gedacht, wieder so ein Musikfilm, geht bestimmt in die Richtung. Weil Whiplash war geil. Also den da ich mir sofort wieder anschauen, der hat mir Spaß gemacht. Der Schlagzeugerfilm. Ja, vor A24, oder? Echt? Ich glaube, dass der vor A24 ist, ja. Okay. Ja, macht man ja eigentlich nur besser. Das schauen wir uns ja gleich nochmal an. Ich habe den leider nur bis zur Hälfte gesehen damals. Ich habe den ausgeliehen gehabt bei Amazon, 99 Cent, habe den zur Hälfte gesehen, dann vergessen weiter zum Schauen und dann war er weg. Das Ende ist krass. Okay. Wirklich. Ich habe hier schon mal in die Warlex über Whiplash geredet. Ich hab ihn geliebt. Tar hat danach bei mir so okay, du willst sehr anspruchsvoll, sehr kunstvoll sein. Ich glaube, da sitzen einige, weiß ich nicht, Filmkunst-Begeisterte. Ja, dann ist der Film für die gemacht. Das muss ja für jeden Geschmobus geben und dann schauen sie die halt an. Also ich bin genre-technisch sehr offen. Also das heißt, ich hätte mir den auch im Kino angeschaut. Aber wie gesagt, dass ich jetzt da rausgehe und dann sage, wow, das hat jetzt mein Leben bereichert. Nö. Okay. Ja. Na gut, dann kann ich mir den schenken. Ja. Sehr schön. Wieder ein weniger. Und zur Erklärung, es ist für mich halt dadurch eher so, also es ist so, weder Warleck noch Balek, es ist so in der Mitte und halt dann eher ein für mich, oh schade, Leck. Okay. Ja, für das hast du aber dann schon 5 Sterne gegeben, meine liebe Frau. Das ist 4 Sterne dann für so ein Mittelding. Nein, weil ich es ja nachvollziehen kann. Ich glaube, für die Leute, für die der Film gemacht ist, also praktisch da, wo du halt dann sagst, okay, da gehen Leute ins Kino, die stehen auf sowas. Dieses Kunstvolle, diese Inszenierung, keine Ahnung, dieses Lebensechte und gleichzeitig doch vom Leben Schockierende. Ja, na. Dann haust du lieber noch mit den Himmel rein, oder? Na, wahrscheinlich auch nicht. Das hat jetzt auch passt, weißt du, das war jetzt mal so ein netter Sonntagnachmittagsfilm. Aber ich habe mir danach lieber mit meiner Frau dann eine Folge Parks and Recreation angeschaut. Okay. Ja, genau. Na, ansonsten, ich habe tatsächlich im November nicht ganz so früh gesehen. Es geht bei mir aktuell wieder aufwärts, was so den Endjahresendspurt in der Arbeit betrifft und deswegen ja. Ja. Ich hab, hast deine Top 10 schon voll? Lass mich mal kurz spicken. Ich habe tatsächlich 14 Filme drin. Oh wow. Okay. Ich habe 11 drin momentan und bin schon gestresst, weil ich mag keinen Vektor. Und es ist ja wieder eine sehr bunte Mischung. Es sind mindestens 2 Filme drin, wo ich mir denke, okay, warum? Cool. Bin ich gespannt. Ja. Es ist ja mindestens ein Film dabei, da wünsche ich mir schon die ganze Zeit, dass der jetzt endlich mal hier in Deutschland erscheint. Was denn? Ja, weil ich dir das jetzt sag. Wow. Geht's so genau, oder was? Ja, ich möchte mich nur wieder heiß machen und dann absageln und dann fallen lassen. Also mindestens die Hälfte von dem, was ich da drin habe, lässt dich vollkommen kalt. Warum tust du das? Warum? Schau halt gute Sachen. Die sind geil für mich. Also ich habe schon eine potenzielle Nummer 1 und da wird wahrscheinlich keiner verstehen, warum ich das auf der 1 habe. Also du darfst aber Terrifier 2 noch mal nehmen. Der ist jetzt dieses Jahr erst auf DVD rausgekommen. Also du darfst den auf die 1 setzen, wenn du magst. Nein. Du hast ihn letztes Jahr schon auf der 1 gehabt. Ja, das Jahr wieder. Ach Kim, echt jetzt. Obwohl Na, Barbie rausgekommen ist. Schauen wir mal. Oh Gott, ja, Barbie. Ich denke, wenn man noch angeschaut, diesen Across the Spider-Verse, oder? Kann das sein? Ja. Ja, krass. Schon, oder? Krass. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das ein Zweiteiler ist. Das haben viele nicht gewusst. Ich hab's dann weil ich in irgendeinem Podcast habe ich es gehört, haben wir gedacht, ob jetzt wirklich, dann war ich schon darauf vorbereitet. Aber die Leute, die im Kino gesessen sind, denen ist der Bläschel ganz schön abgehängt. Ja. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht. Aber es ist schon 2,5 Stunden volle Kanne, Hoshi, geil. Also,
wenn du da nicht reinkommst, innerhalb von den ersten halben Stunden, dann bist du verratzt. Ja. Weil es ist so krass, so schnell, so bunt, so abdraht. Also mir war es zu krass, zu bunt, zu abdraht, aber ich honoriere diese Kreativität. Also das ist wirklich irre, was die da abgeliefert haben. Und der Cliffhanger ist, hat mich wirklich überrascht, hätte ich nicht damit gerechnet. Ja. Weil ich weiß noch, ich habe mir den nämlich allein geschaut und dann war nur noch 20 Minuten übrig. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt sind es auf 20 Minuten, da das Finale doch. Finale, ja. Ja, okay, bin ich schon gespannt. Und dann auf einmal ist der Film gar. Und dann auch noch mit dem Ende und ich hab, ihr Arschlöcher, Wahnsinn. Na, wie gesagt, ich werde den nächsten Teil noch anschauen, auch, weil ich möchte wissen, wie es ausgeht. Aber es ist krass. Also diese Freigabe ab 12, die ist auch sehr gerechtfertigt. Also für Jüngere, ich glaube, dass du das verarbeiten kannst, diese Geschwindigkeit und diese, also auch für Epileptiker oder irgendwie so, also das ist, also Licht, Farben, bam, 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 Geschwindigkeit, bam, 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 irre krass. Aber ich glaube, da bin ich schon ein wenig zu alt für so einen Film. Das habe ich mir aber auch gleich am Anfang gedacht. Weißt du, als die Einblendungen kamen mit, was waren das? Titel, Credits, weiß ich nicht mehr. Ja. Da war ja so viel Wechsel drin. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, fuck. Ich habe dann gleich geschaut, wo ist der Hund, weil nicht, dass der Hund wieder dann da hinschaut und dann mit den Augen nicht mehr wegkommt. Wow, da brunst du wieder sofort der Boni, oder? Das hat er noch Blinken die nie Lichter da. und der Hund brunst. Das hat er noch nie da. Aber Noch nie, er frisst nur die Couch zusammen und so, oder? das hat er auch nicht. Hast du gesagt? Nein, die Couch hat er noch nie zusammengefressen. Also nur klar war, hat er mal auf die obere Couch, die wir dann weggeschmissen haben, sein Geschäft verrichtet. Ah ja, dann war's das. Gut. Naja. Das ist so ein schöner Abschluss für die Ja, auf jeden Alex. Fall. Auf einer positiven Note geendet. Ja, gut, dann vielen Dank, Mike, dass du wieder hier rein moderiert hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Schön, dass du Zeit gehabt hast. Auch euch da draußen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Gefreut mich, gefreut uns. Verratet uns doch schon mal, was sind so eure Highlights von dem Jahr? Weil vielleicht gibt es ja da am Mike und mir nur den einen oder anderen Anstoß. Also ich habe mindestens nur 2 Filme, die in dem Jahr nur singen möchte, weil ich glaube, die hätten Potenzial in die Liste. Oder davor ist Napoleon. Okay. Ja, der Trailer ist mega. Also ich habe mit dem Conny einen Trailer gesehen bei Thanksgiving und zuerst hat mich der null interessiert, aber der Trailer war schon, boah ey. Und die Version, die bei Apple TV rauskommen soll 4 Stunden lang gehen. 4 Stunden, ja, irre. Krass. Ja. Ich merke gerade noch, dass da, wo man irgendjemand irgendwo liken kann, da sucht's uns und da liked's uns und teilt's uns ein bisschen miteinander. Wie der Kabi schon sagt, kommentiert's ein bisschen rum. Und wie gesagt, das Weihnachtsgeld ist mittlerweile bei jedem da. Bei jedem. Wir haben ein sehr cooles Steady-Abo, was man verschenken kann, übrigens. Das werde ich wieder an ein paar Leute verschenken. Wird's euch wieder gefreien. Ich schenke euch mich. Und wie gesagt, ihr könnt uns verschenken. Wir sind billig, willig und es gibt saucooles Merchandise. Also macht eure Liebsten eine Freude. Sagt es, dass ihr das wirklich lieb habt und kauft ihnen irgendwas von uns oder verschenkt uns direkt gleich selber. Ja, macht mal was Vernünftiges mit eurem Geld. Ja. Passt? Ja, gut. Nicht so, nicht anders. Mehr kann ich ja nicht dazu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und von Eternia? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss ich Wahrscheinlich mich erst so schlau machen. Wahrscheinlich bist du der einzige Podcast, oder haben wir der einzige Podcast von Eternia. Wahrscheinlich, ja. Heute schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus und Habitäri.